die Gefühle in unser Leben einladen, wo wir wollen. Und das geht am allerbesten, indem dass man anfängt, sich zu beobachten, indem dass man wirklich zum Beobachten wird, wie denken wir den ganzen Tag, dass einem bewusst wird, dass ich fast den ganzen Tag denke, dass ich eine Beziehung habe, wo der andere mir nicht gut tut, oder? Es ist ja dann immer, wir projizieren es dann eigentlich immer auf den anderen, aber jetzt, wenn wir das jetzt so mal stehen lassen, dass das, was du denkst und fühlst, der Ereignis in dein Leben zieht, dann hat der andere nichts mit dem zu tun. Jetzt einfach einmal in dem Gedankenexperiment. Das hat der andere nichts damit zu tun, weil wenn du die Ursache bist von deinem Denken, das das Gefühl gibt und das in dein Leben kommt, angenommen, dann kannst du dich da auch rausfühlen und der andere wird einfach irgendwann abgehen. Das Leben wird einen Weg finden, weil die Energie oder weil die Frequenz nicht passt, geht das einfach ab. Der wird nicht mehr harmonisieren. Oder? Das heisst, man merkt vielleicht plötzlich, okay, wir finden gleich einen Weg, wie man sich trennen kann oder was weiß ich. Oder? Aber wir geben ja so gerne einem anderen Schuld. Der andere tut mich so böse behandeln, seit 10 Jahren. Aber seit 10 Jahren denke ich das. Und wenn wir das jetzt mal einfach umdrehen, dass wir würden sagen, okay, unser Denken tut schlussendlich auch Züge anziehen, dann merkt man plötzlich, der andere ist gar nicht schuld. Ich bin auch eben, es geht nicht um Schuld, es geht gar nicht um Schuld, sondern um zu verstehen, dass man dann Handlungsspielraum hat. Weil wenn man am anderen sagt, du bist schuld, dann haben wir irgendetwas, das wir nicht ändern können. Weil wir können den anderen nicht ändern, aber wir können uns ändern. Und wenn jetzt, sagen wir Schuld, eben nicht Schuld, aber halt einfach, wenn wir die Ursache sind und unser Denken die Ursache ist und wir jetzt anfangen neu denken und auch merken, dass das tatsächlich so ist, dann werden wir nicht mehr Opfer spielen. Dann werden wir nicht mehr anfangen, schlechte Sachen über uns erzählen, auch nicht über andere. Und dann werden wir merken, okay, wir haben eigentlich so viel Macht, dass wir unser Gefühl so oder uns so fühlen, wie wir wollen. Und dass dann das ins Leben kommt. Und das geht eben mit Beobachten, wenn man merkt, wie oft wir eigentlich negativ mit uns reden und das immer wieder erleben. Dass wir immer wieder das erleben, was wir uns die ganze Zeit in unserem Kopf ausmalen. Und wenn man das anfängt zu merken, hat man immer mehr Spielraum, man hat immer mehr Möglichkeit auszubrechen, weil man weiß, okay, man merkt immer öfters, jetzt denke ich schon wieder so, oh, jetzt erlebe ich das in meinem Leben. Das ist schon komisch, oder? Und irgendwann merkt man, es zieht wirklich alles, ist so wie ein Ablauf. Dein Denken formt dein Morgen, dein Gefühl, es ist dein Gefühl,